Ja. Ah, fuck, eigentlich hätte ich es auf Host gross. Jetzt haben wir schon gesehen, wer da ist. Aber ich glaube, er wisst es ja eh schon. So ein Scam, ey. Das war es gewesen. So ein Idiot, ey. Leute, ich habe keinen Bock heute. Darum habe ich Import gemacht. Schnell, schnell. Und warte schnell, was ist das nicht? Egal, ich kann einen Witz machen, aber ist nicht gegangen. Wer ist heute mit dabei? Ihr habt es natürlich schon gesehen, aber ich zeige euch jetzt die Hübschen natürlich trotzdem. Heute aber das dritte mit Cam, also seht ihr der Ende zum Beispiel nicht groß. Und so, danke Gianni für den Witz. Schaut da. Dann die Cam in den Winkel. Sali Bobby. Peace. Chat, heute reden wir, falls wir nicht auf den Chat gehen, ist nichts Neues, ihr wisst Bescheid. Und ich gesehen, ich habe Import gemacht, hat China angeleitet und hat gesagt, ey, ich brauche 2 Plebs. Und sie so, ja, wir haben 2 Reisfarmer. Und ich so, Alteiger. Der hätte nicht können, der hätte nicht können. Darum habe ich gedacht, entweder mache ich es mit dem Head allein. Mit dem Ende allein, dann habe ich die Idee oder du Ende? Wegen dem Last. Du, ist mir doch Okay. egal, wer kommt. Dann komm, holen wir doch noch den Last. Weil der Last ist ganz okay. Nicht immer, aber er ist Wow, ganz was soll okay. das jetzt heißen? Gestern bin ich in die Stream reingekommen, hey, macht's gut, Chat zusammen. Ja, fick dich doch, hey. Da Ja, will ich sorry, wenn du Content, so spät ich will kommst. unterhalten werden. Ich bin raus, danke fürs Zuschauen, tschüss. Aber gut, du hast es nachher gut gemacht mit dem Lied, das abgeladen hast. Nachher Eben, kann man das sagen. Immerhin habe ich noch Ricardo auf den laufen lassen, extra für dich. Genau. Brasileira, hübsch wo. Sali Joya, hübsch wo, willst du mich verarschen? Erstens mal, schau mal die zwei, du starrst so auf Japse. Okay? Und ich auch nicht dazu. Also, Overload Hübschenes. Okay? Also zumindest ich und lesen. Ich habe schon lange nicht mehr so viele Ausländer auf einem Bild gesehen. Oh man. Ban me already, okay, please. Fast so schlimm wie das Bild Zürich Game Show. Was war das gewesen? Hast du es nicht gesehen, was auf Twitter kursiert ist, wegen uns? Was war das? Das eine Bild Ist vom klar. Ende habe ich gesehen, aber mehr nicht. Ja. Wenn ihr das meint. Es hat noch ein paar Antworten Es hat, drunter ja, gegeben. es hat ein paar Hey, weitere schau, sie hat deine Mode, Ende. Ah ja, voll, hey, das bin ich. Hi Dad. Du und den Helm sind echt aus wie er, Mann. So behindert, ey. Ist es gut gewesen, Zürich Game Show? Trash. Meiner Meinung nach ist es nicht so gut. Wegen? Erzähl, Les, du kannst uns alles sagen. Also es ist ein bisschen, also wenn du reinlaufst, im Vergleich zu Fantasy Basel jetzt zum Beispiel, das Jahr ist leer gewesen. Schon. Und ja, es hat weniger Stand gehabt als letztes Jahr. Und es ist mehr so E-Sports-lastig gewesen. Also im Sinne von, schon cool, weißt du, und Stages und so alles hast und Games. Aber für Besucher ist es so ein bisschen, ja, ein bisschen wenig, meiner Meinung nach. Du bist aber nicht der Einzige, der das gesagt hat. Die meisten haben nachher. Was meinst du, Lehrer? Die einen nachher immer wieder gesagt, ja, es ist nicht so das Wahre gewesen, oder irgendwie tot langweilig gewesen. Ist Fantasy Basel besser? Ich habe es jetzt Minimal. besser gefunden. Schon. Im Vergleich zu, keine Ahnung, Gamescom oder so ein Scheiß. Gut, das kannst du nicht vergleichen, oder? Das ist Naja. wahrscheinlich eine andere Größe. Ja, die Größe ist immer anders. Sorry. Mich hat sowieso Stark. nie gereizt, ey, keine Ahnung. Apropos so Dinge, weißt du noch, Ende, wo wir geredet haben, da hinzugehen? Ja, voll. Amsterdam. Amsterdam, TwitchCon. Ja, das ist schon fast perfekt geleitet, nicht? Eigentlich schon. Das wäre schon geil. Wir Nehmen haben das genau über Airbnb. das geredet. Hey, es ist dann doch Airbnb, dort anfliegen, keine Ahnung, wie der Scheiß ist. Und gut ist, Ja, oder? ja. Obwohl mich jetzt TwitchCon überhaupt nicht reizt. Aber es wäre cool, um es zu verbinden. genau. Ja, aber du gehst auch noch zum Beispiel an die Gamescom wegen Games, auch wegen den Leuten. Also, Sehr wahrscheinlich. Amsterdam gehen wir eigentlich wegen anderen Sachen. Ja, das können sie jetzt nicht wissen. Red Light District incoming. Smoke weed every day.
sehe Musst du jetzt nicht schon, der alles Rocco rauslassen. verkauft mich dort. Du darfst doch nicht anders machen, Mann. Es Ich reicht. wette, es ist ja so, wir kommen aus dem Flugzeug raus und der Rocco ist einfach weg und kommt in der letzten Sekunde wieder, bevor der Flug wieder kommt. Ich komme schon bekifft am Flughafen. Schon vorgekifft, damit ich ready bin. Ah Gott. Oh Gott. Blink unter der Sache hat Fuck Mixer während der Show gerufen der Twitch-Con. What? Die haben Eier, ey. Ja gut, sind wir ehrlich, was ist schon Mixer, oder? Der Rocker kann noch ein bisschen schauen. Ja, dort ist es mit so Schaufenster und so Zeug. Das finde ich schon heavy, Mann. Ich weiss es, wer hängt bei euch in der Langstrasse? Dort gehst du doch, ich weiss gar nicht, wie es dort ist, um ehrlich zu sein, Mann. Aber so ein Schaufenster-Style, oh, den nehme ich. Und den noch dazu. Das ist auch ein bisschen abgefuckt, Mann. Aber Amsterdam wäre sicher nice. Nachher das verbinden mit TwitchCon und so Shit wäre schon nicht schlecht im Fall. Aber das ist Ja, das erst. könnte mal- Was denn ist es, Sven? Mai, Ich glaube, 3. 2020. Mai. Mai, Ja. ja. 2., 3. 2., Mai. 3. etwas Mai. so. Ey, bester Strike, bester. Aber ich wäre dabei. Strike dich brauche ich nur nächstens, du mich bitte daran erinnern. Und alle zusammen nochmal, weil jetzt alle da sind. Ich sage jetzt Hoi und so, Hallo Bobby und so. Muni, hoi, und so weiter und so fort. Hast Aber- du Strike? Jetzt nicht an TwitchCon ohne. Ist nicht nur der Plex. Nein, das Plex gegangen ist, weiss ich. Strike ist gerade da. Strike ist da, der hat doch gerade letztes Mal gestreamt, meinte ich. Keine Ahnung. Ich hatte jetzt aber auch gedacht, dass er geht. Gut, aber eben, das ist so America, man, dort gehst du nicht einfach so auf die Schnelle. Nein, das Nur wenn du Cash Money hast. Hotel, Essen, Ich bin ja dort. Bier. Ja. Ja. Ja, red noch. Nein, ich habe auch nur gerade gelesen, aber TwitchCon EU habe ich dich ja gesehen. Jetzt bin ich broke, aber. Und der Scheiß ist nicht durch. Ich habe geschaut wegen Amsterdam. Irgendwie ein Flug ist irgendwie 200 Stutz. Und der Airbnb kommst du auch mit 100 bis 200 Stutz pro Kopf aus am Fall. Für das Wochenende. Und das geht jetzt noch. Es kommt nicht darauf an, wie viele Personen das wir dann sind. Das spielt doch keine Rolle. In den meisten Fällen kannst du es nachher einfach aufteilen, weißt du? Ja, voll. Wenn es mittendrin ist, dann ist es mittendrin, oder? Darum. Keine Ahnung, wäre nice. Amsterdam reizt mir aber grundsätzlich nicht wirklich, um ehrlich zu sein. Es fühlt sich so wie Ich so bin ein... noch nie. Kann nicht, aber alles, was ich sehe, ist einfach wirklich literally nur das. Dass man halt dort einfach gemütlich kämpfen kann, aber sind wir ehrlich, das können wir hier auch. Und wegen dem Red Light District ist jetzt auch schon fast so wie so ein Zoo-Verhalten. Gehst du dann und schaust die Frauen an und fertig. Gut, ich werde vielleicht für Wissenschaftsreisen reingehen schauen. Oder? Weil ich muss ja ein Review machen. Und nachher ist gut. Kannst du einen Blog drüber schreiben? Genau. Währenddessen. Es ist im Fall eine nice Stadt generell. Ich weiß nicht. Amsterdam ist auch schön. Ja, aber sind wir ehrlich, schau uns an, Joy. Hast du das Gefühl, wir gehen da hin? Wow, hure schön. Wow, hure schön. Weißt du, was ich meine? Weil dem der End irgendwo hockt und kifft, weißt du? Und dann hält sich das. Was hast Das du hätte ich gesagt? dann gesehen. Habt ihr schon mal? Gar nicht so. Ich glaube, jeder hat schon mal, oder? Ich weiß nicht, das geht Leute die haben noch nie. Ich glaube, jeder hat es wenigstens mal probiert. Meinst Ich will mal würde behaupten, meine ja. Ziggis probiert, aber kiffen jetzt nicht unbedingt. du? Aber siehst Noch nie hast du gekifft. du? Warte nicht gesagt. Ist gut, Leute, hey. Ich hab gedacht, wir sind hier offen, hey. Ja, damit, hey. Nein, ich habe früher einfach so zwischendurch mal. Aber jetzt nie lang oder viel oder so ein Scheiß. Gefühlt einmal hast im du- Monat oder so, weißt du. Aber hast du Spaß dran gehabt? Also, weißt du, zum Beispiel immer, wenn ich es probiert habe, ist immer die Hölle gewesen danach. Nein, also bei mir Ich hatte- wirkt es auch schnell. Ich brauche nicht einmal einen ganz und ich bin schon Ja, aber das raus. gab bei mir Und das Gleiche, aber wie hat es bei dir gewirkt? bei mir ist, bin- mich schaltet es komplett ab. Komplett. Ich bin- Und ich muss nur noch bin lachen. durch. What? Ja, wegen jedem Scheiß lache ich nachher. Wirklich. Ich sag's dir, bei mir ist es schlimm gewesen. Ich habe so Farbflashes gehabt. Farbfläche. Du hast etwas anderes gehabt, Bro. Du hast Pille reingezogen. Du hast der Pille reingezogen und hast gedacht, du kippst. Nein, ich habe wirklich Was? irgendwie so. Mir ist es hure übel gegangen danach. Okay. Ja gut, es wirkt ja nicht bei jedem gleich. Die einen bekommen hohe Paranoia. Ja. Oh Also bei nee. mir hat es auf jeden Fall nicht geil gewirkt.
Echt Ich hatte chillt's. einen Kollegen, der hat in der Schule mal gekifft und der Lehrer hat es halt an den Augen gesehen und hat ihn halt einschicken. Und er sich hat über 5 Minuten gebraucht, um seine Jacke anzuziehen. What the fuck? Und der war so däne. So geil, Mann. Nee, also bei mir war es wahrscheinlich ähnlich. Aber, oh scheiße, sorry. Aber ich muss Das ist einfach. aber 7 Minuten. Ich könnte jetzt nicht irgendwo hingehen oder so. Also ich müsste an einer Stelle bleiben im Fall. Weißt du, bei jemandem daheim oder so. Unterwegs, ich wäre am Arsch. Ich wäre einfach am Boden und weißt, eingepennt oder einfach am Chillen. Und dann bekomme ich einfach den Lachflash und dann lache ich wegen jedem Scheiß. Da kann ich nicht aufhören. Dann liegst du einfach am Boden und dann lachst du einfach immer wieder Ja, zusammen. Mann. Das war jedes Mal das Gleiche. Gewesen, hey. Aber eben, ich vertrage es halt nicht, darum habe ich es nie gemacht. Ich habe nie verstanden, die Leute, die das so hardcore gemacht haben, hey, wie andere Ziege geraucht haben, weißt du? Ja, aber ich meine, es ist wahrscheinlich einfach Wirkung, oder? Wo immer wieder so ein bisschen nachlässt. Ja, die brauchen es weißt du, nachher immer wo umso immer mehr, wieder ja. Ja, voll, ja, eben. Genau, es ist ja wie bei Alkohol und so. Ich habe nie viel gekifft, aber normal werde ich einfach lustig und müde. Aber in Amsterdam habe ich mir ein einziger mit der X teilt und es haut, was heißt heute, das Beid völlig zerstört. Es hat uns Beid völlig zerstört, okay. Jetzt sind es wahrscheinlich stärker, Mann. Ich habe mal gestrecktes Gras Bon geraucht. Damn, Swiss ey. Und ich habe noch einen Bad Trip gehabt, nachher noch nie mehr. Swiss ist ja hochkriminell, ey. Gestrecktes Gras, gar nicht gewusst, dass es geht. Noch nie. Wie tust du Gras Wie strecken, hätte Mann? ich das Wie tust du gedacht, Gras? Assistendo? Du hast auch wie Ende etwas anderes gehabt, Mann. Ihr denkt dir ein Kind. Sie stehen am Coke gesagt, oh, ich kiffe im Fall. Das ist nicht normal. Ja, aber gut gestreckt mit Zeug wahrscheinlich. Nee, keine Ahnung. Was haltet ihr von dem, Lebergras. was haltet ihr von dem CBD-Zeug? Weil es sogar verkauft wird. Habe übrigens Ich meine- getestet. Ich meine, Marihuana ist ja eigentlich in dem Sinn schon, weißt du, irgendwie, wenn du das ganze Zeugs da weglässt, ist sie eigentlich schon heilwirkend, oder nicht? Und ich Ja. meine, so eures CBD-Zeugs und so ist es halt schon irgendetwas, was normal ist. Auf jeden Fall im Fall. CBD hilft so vielen Leuten. Und eben, ich habe schon länger mal probieren und ich habe die Heimatzigaretten gekauft. Heimat-Hanf-Zigaretten. Und dort ist nur CBD drin. Und ich habe ja auch schon gekifft, ich weiß, was passiert. So, das bei CBD ist es einfach so, dass du bist überhaupt nicht drauf. Aber trotzdem wirkt es bei mir so, dass ich dann auch voll chille, voll abschalte. Aber nicht voll im Sinne von, ich bin jetzt weg. Sondern wenn ich jetzt im Stress wäre oder so, keine Ahnung, dann chillst du es einfach. Ich habe es mir auch schon mal überlegt, ob ich es probieren wollte, aber ich habe es bis jetzt einfach noch nicht gemacht. Ich habe es aber Das auch ist ja mal interessant zu wissen. lang gemacht. Das Ding ist halt, viele sagen, du musst etwas haben. Du musst etwas haben, wo du musst jetzt im Stress sein, damit du die Wirkung siehst. Wenn du chillst und gar nichts hast, merkst du keinen Unterschied. Du schmeckst, dass es Gras ist und es ist nicht ein grosser Unterschied im Fall. Verstehst du? Aber sobald du etwas hast, im Stress bist oder so, und dann beruhigt es dich. Entspannt, aber im Kopf bleibst du 100% mal. Genau, Bobby. Ich kann mal schnell posten, wir sehen das noch. Und viele sagen, und aber es ist nicht bestätigt, einfach, das ist einfach so, was die Leute sagen, dass es halt ihnen hilft. Die Leute haben Schmerzen, haben Angstzustände und mit dem geht es einfach weg. Verstehst du? Aber sie sind nicht Nein, ich drauf. kann es völlig verstehen. Oder? Also es ist ja genug bewiesen worden, dass es eigentlich, also weißt du, nicht irgendwie Genau, wissenschaftlich oder was auch immer, aber ich denke, es gibt genug Fälle, wo es jetzt eigentlich bestätigt worden ist, dass es wirklich hilft. Weil du weißt, und du hast ja selber gesagt, du hast auch schon gekifft und so, du weißt, was Kiffen auswirkt. Es ist nicht so wie bei den Tabletten, wo du nicht sicher bist, teilweise, oder ob überhaupt etwas passiert. Beim Kiffen passiert safe etwas. Verstehst du? Also zumindest ist es bei mir so Ja. gewesen. Und du sagst ja auch, bei dir ist es halt negativ gewesen. Ja, Aber es voll. ist etwas passiert. Das wollte ich damit sagen, weißt du? Es wirkt. In welcher Form auch immer. Gut, Verstehst ich muss sagen, bei mir ist das schon so lange her, ich kann es irgendwie gar nicht mehr richtig beurteilen, ob es jetzt Ja. wirklich so war oder nicht. Also weißt Ich kann jetzt ehrlich gesagt auch nicht sagen, wenn ich das letzte Mal habe. Und von Ist das- 17 bis 19 öfters gekifft gehabt, dann aufgehört, habe ich nicht mehr so vertreibt. Eben, ich habe auch Leute gehabt, die wirklich hardcore sind. Und leider auch Leute gehabt, die nachher zu anderen Sachen gegangen sind, weil ihnen Kiffen nicht mehr geholfen hat. Also wenn es wirklich um Drogen geht. Die haben nichts gehabt. Es ist einfach um drauf sein, weißt du. Die haben ja nicht gespürt. Aber es ist ähnlich gewesen, aber da ist es, du musst halt schon etwas haben, weißt du. Du musst etwas, keine Ahnung, Aber ich kann frage damit mich halt wirklich schon, sagen. so, wieso willst du drauf sein? Das ist so eine Frage, weißt du? Wieso willst du Ich- andauernd heiß sein von dem Ganzen? Hat es Ah, irgendwie... andauernd.
Ja, weißt du, so, weißt, wenn du nicht nur einfach zwischendurch mal Gras rauchst, weißt du, Ja. ich meine, ich find's amüsant, irgendwie mal abschalten und so, aber ich meine, weißt du, den Zustand nachher durchgehend wollen zu haben, dass du immer wieder mehr Drogen nimmst. Das ist das Problem. Das habe ich irgendwie nie Ja, groß das verstanden. habe ich auch nie Dass man verstanden. das will. Und ich weiss nicht einmal das gleiche stellen mit Sucht, wie mit so Zigarettenrauchen oder anderen Drogen. Oder die Leute haben einfach Probleme, weißt du? Ich meine, bei meinem Ex jetzt nicht gegen Schmerzen genützt, aber hilft sicher viel. Und bei mir hat es Angstzustand ausgelöst zu kiffen. Siehst du, das soll ich jetzt auch sagen, Susanne. Bei anderen ist es umgekehrt. Anstatt dass es Angstzustand wegnimmt, hat es ausgelöst. Oder? Ist da nicht? Du hast auch viel Strike. Ich habe das nie verstanden, man. Wirklich hardcore. Man, ich Leute gehabt, die mehr gekifft haben, als wie andere geraucht haben. Weißt du, so ein Ziegepäckchen am Tag oder so ein Scheiß. Die haben so Aber viel ich glaub- gekifft, man. Was ich, Ich glaube, unsere Generation es ist mehr so gewesen im Fall. wie meinst du? Weißt du, mehr so, hey, wir kiffen eins noch, wir probieren es aus und so. Und ich glaube, die heutige Generation ist gar nicht mehr so krass. Nee, aber ja, in dem nicht, aber die gehen auch in andere Richtungen. Aha, ja, schon, ich meine, ja. Es ist viel einfacher, eine Pille zu kommen und all das Shit. Kiffen ist so oldschool. Oder so die Ecstasy-Pillen und all das Scheiß, zum go Party machen, bla bla bla. Nein, ich habe nicht viel, aber ich habe einfach in den früheren 20er gemerkt, dass ich voll kein Drogenmensch bin. Was ist mit Alkohol? Ist das etwas, was man merkt? Ob du ein Drogenmensch bist oder nicht? Ich denke schon. Du gehst hier und nimmst mal etwas und sagst, hey, voll geil, das ist Weil Weiss, ich mach das Beste vom Leben. Ich würde jetzt aber sagen, weil Kiffen bei mir so heftig reagiert, würde ich jetzt auch sagen, ich bin keiner. Das fuckt mich voll ab. Ja, aber es geht doch nicht um den Effekt, den es bei dir hat, sondern es geht doch eher um ob es dir gefällt oder nicht. Aha. Weißt du, das ist ja quasi der Drogenmensch, ne? Ja. Wo du sagst, hey, das gefällt mir, ich will das durchziehen. Nicht, ob es quasi einen Effekt auf dich hat oder nicht. Ich weiß nicht im Fall. Ich habe keine Ahnung. Ich wüsste es echt nicht. Ich weiß nur, dass es wirklich bei mir geht. Dafür wirken Medikamente kaum. Alkohol trinke ich hure gern. Immer Ich wieder denke, mal so einen Cocktail etwas oder so so mache ich gern. Nicht? Nein, ich denke überhaupt nicht gerne. Im Ausgang und so. Nein, faktisch gar nicht. Das. Bier oder irgendwie Cider oder so, aber das ist schon gewesen. Trinke ich nicht gerne. Erstens verträge ich es nicht. Ich sehe dann aus wie eine Tomate. Und zweitens habe ich es einfach nicht gern. Wie ist es mit dir lässt? Ich habe das Gefühl, ich vertrage immer weniger. Früher, ja, kann ich auch alles Mögliche können trinken, aber mittlerweile, also ich trinke schon ab und zu, wenn ich halt mit Kollegen draußen bin, irgendwie zusammen hocken, zusammen trinken. Aber irgendwann merke ich es halt auch, ich mag oder vertrage nicht mehr so viel, wie ich früher auch schon. Lässt du redest so, als wärst du 30. Ich vertrage es nicht mehr so wie früher. Ja, es ist aber so, ich bin zuletzt, also ich habe ja erst vor kurzem ein Dings leer. Da sind wir zusammen mit dem Geschäft trinken. Und ich bin so dran gewesen, keine Ahnung, was ihm alles gehen, aber ich habe am Ende geschrieben, du, kann ich vorbeikommen bei dir pennen, weil ich einfach gemerkt habe, du, ich mag nicht mehr bis dir heim. Und dann irgendwann habe ich nur die Türen bei mir aufgehört und dann einfach nur noch kotzen im WC. Das war grandios gewesen. Gerade wieder rausgekicken, Mann. So geil, Mann. Früher hatte ich auch viel, Mann. Also in Ausgang Okay, gar vielleicht, nicht. muss ich auch sagen, vielleicht soll ich auch nicht gerade unbedingt mit einem Gin Tonic anfangen, aber Ja. er ist halt auch das, was ich gerne habe. Ich habe lange nicht mehr so viel wie früher. Einfach zwischendurch habe ich hure gerne so einen Mix machen, weißt du? Und ich trinke aber zum Beispiel kaum Bier, bis gar nie. Das ist einfach so nicht meins. Dafür trinke ich irgendwie gerne so Smirnoff oder so, Smirnoff Eis, weißt du? Aber sonst. Nee, Mann. Smirnoff Eis, ist das nicht irgendwie so für so 17-Jährige? Weißt du, ich meine, logisch, du darfst erst um 18 trinken, aber sind das nicht Weiß ich irgendwie nicht. 17-Jährige, die Smirnoff Eis klauen? Das weiß ich Und nicht. dann so trinken. Ich weiß einfach gerne. Ich habe Das echt ist, keine doch, Ahnung. das ist doch genau das gleiche Prinzip, so wie mit anderen Mischgetränken, so das so eine Passoa und all das Zeug, Ja, so, ja, wo du ja. in diesem Alter nie mehr würdest anlangen. Nein, Smirnoff Eis ist ganz normal. Ist gar nicht, ich weiß nicht. Ich habe es einfach gern. Ich kann es echt nicht sagen am Fall. Ich weiß es echt nicht. Wenn ich Bock auf harten Abschluss habe, gebe ich mir das Ganze Sieb. Das trinken Gut. Kinder. Ich habe es gern, keine Ahnung. Dafür habe ich Bier nicht so gern. Ist nicht so mies. Habe ich nie so
gefeiert. Keine Ahnung warum. Ist nie so mies gewesen. Ja, jetzt haben wir so lange geredet und ich habe nicht mal das Thema gehabt. Gut, aber wir Das Einzige, haben was ich wirklich gerne getrunken kann, das ist das, wenn ich in New York war. Apple Whisky. Das ist fucking fire. Das sind aber Ja, nice. es ist so wie so Jack Daniels gewesen, und einfach so ein bisschen einen Apple Twist dazu. Oder so Honey Whisky. Das ist eigentlich geil Jackie gewesen. Cola, Malibu Ananas und was habe ich immer noch gehabt? Also Weiss trinkst du nicht, mehr irgendetwas. Zeugs, was so süß ist. Zum Chillen? Oder ja, wer fragst? Ende. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mal. Ich trinke nicht groß. Wenn ich trinke, dann probiere ich einfach etwas. Aber ja, Gin Tonic hatte ich zum Beispiel auch letztens zum ersten Mal gehabt. Ich habe es nicht so schlecht gefunden. Es hat wie Sprite geschmeckt. Ich weiß gar nicht, ob das jemals gehabt am Anfang. Weiß jetzt echt nicht. Jackie Cola ist das Standardgetränk. So wie ich immer gewusst, wenn ich ausgehe, 2, 3 von denen und ich bin ready to go. Alles andere ist nachher die Freestyle. Was immer Oder kommt. Jägermeister. Jägermeister ist aber relativ Ja. spät gekommen. Aber dann, wo ich Jägermeister entdeckt habe, holy shit. Dann ist eine ganz neue Welt aufgegangen. Hey. Ein Shot nach dem anderen, meinst du? Ja, Mann, ey. Einfach nur schon das erst und ich trinke es gerne und zweitens kannst du es mit allem mixen, Mann. Es ist immer Ja, fein. stimmt. Wirklich. Du kannst alles Mögliche reinkicken und es ist mega fein, Mann. Und seitdem Jackie Daniels. Ich habe nicht mehr ein Ding gemacht, aber auch das, verdammt selten. Ich denke vielleicht einmal im Monat, weißt du, hole ich mir so einen Jackie und machen wir, nicht Jackie. Jägermeister Jäger. und dann tue ich irgendwie einen coolen Mix machen und das war's. Einfach so, weißt du, so zum Chillen. Aber sonst verdammt selten. Merci Nico für Sub und ich bin für Follow. Wenn mich mal am Opener verfährt, nur für Gin ernährt. What the fuck, 4 Tage, morgen, Mittag, Abend, dann vertrage ich es nicht mehr so. Was ich nicht mehr trinken kann, ist Wodka. Früher, wo ich so viel getrunken habe, wenn ich es heute schmecke, besonders roten Wodka, muss ich fast kotzen, Mann. Das kann ich nicht mehr. So die Rote kann ich auch nicht. Ah, ja, Troika-Dinger, genau. Nee. Nee, wenn ich das schmecke, ich muss schon kotzen. Einfach. Grusiger Shit. Das kann ich nicht mehr sehen. Ich glaube, das System hat mehr Sie- Drogen, als wir alle zusammen Ja, konsumieren. ich weiß nicht. Aber früher war es übel. Jetzt ist total alles. Jetzt chillen. Ja, geht mir gleich System. Ich habe gar keinen Bock mehr, man. Flying Hirsch schon. Nee, früher ist es total anders. Man, ich bin unter der Woche sogar im Ausgang. Ey. Paradise. Aber easy, wir sind alle Alkoholiker und Trögler, wenn man es checkt. Nice to Ja. know you, hä? Drogen mir dafür Hey. Drogen verkauft. Nee, man. Es ist aber Deine auch Frage hure ist, witzig, wie wie konsumiert einfach an Drogen kommst. Hey. Das ist so easy, hey. Du musst doch nicht mehr da. Whatever. Hey, ich kann mir ein das Thema lesen, please. Du bist der, der Hey, ist aber es ist ein gutes Thema, es war nice, total gewesen. Etwas anderes haben wir aber nie gehabt, jetzt Drogenrichtung. Nein. Nein. Nicht, hä? Sind wir aber dazu verführt worden? Schrägstrich sind wir mit Leuten in der Umgebung, gewesen, die da Sachen genommen haben. Ich habe Leute gekannt, aber es ist nie so gewesen, als hätte ich jetzt irgendwie gesagt, hey, willst du auch mal? Das ist nie irgendeine Nicht, Frage hä? gewesen. Bei mir jetzt schon auch nicht, aber ich habe Leute gekannt, die eben nachher mega Ja, mit denen ist abgerutscht nachher sind bergab oder so. gegangen. Ja, genau. Ja, ja. Wirklich, wo es wirklich bergab, wo du plötzlich so deinen Kollegen siehst, wo Sachen nimmt, wo du nutzt, denkst, hä? Du siehst so Sachen im Fernsehen, weißt, wie die Leute es nehmen und alles, und plötzlich nimmst du deinen Kollegen, weißt. Das ist schon heavy. Aber der hat Gott sei Dank schnell aufgehört. Sonst nicht, aber Respekt für Drogen. Ich halte nicht viel von Drogen. Kiffen ist für mich auch, wie Ende vorher gesagt hat, Kiffen ist schon, ich will nicht sagen etwas Gutes, aber etwas, wo man sollte genauer anschauen. Im Sinne von, dass man es vielleicht auch nicht mehr so kriminell ansieht, wahrscheinlich. Ich nehme, wir Plus nehmen eins, Medics und alles, so Shit, weißt du. Meds und Pillen und alles, aber Kiffen sollte nicht gut sein, dann ist es schon eine andere Sache. Weil ich zum Beispiel nehme so nicht gerne Medikamente im Fall. Ich nehme es wirklich Okay. nur als, keine Ahnung, nicht jetzt, weil ich voll dagegen bin oder so. Ich nehme es einfach nicht gern. Ich habe es einfach nicht gern und, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, unser Körper schafft es auch ohne, weißt du. Außer im schlimmsten Fall natürlich, weißt du, wenn etwas wirklich schlimm ist, dann nimmst du halt, dann sage ich jetzt sicher nicht nein. Und wenn ich mega grün will, habe ich auch eine rein, weißt du. Aber wenn es nicht muss sein, finde ich, sollte man nicht nehmen. Pillen. Es ist wichtig, dass du Pillen gesagt Ja. hast. Aber nehmt die Pillen danach, Ladies. Ich brauche keine Kinder, okay? Die sind okay, die sind super. Bist du früher noch anfällig gewesen? Also anfällig im Sinne, bist du früher noch oft krank gewesen? Ich bin nie krank. Also krank im Sinne von, ich werde schon verkältet, aber sonst nicht.
Ich bin bei uns der Ja, Einzige, der die günstigste Versicherung hat. Weil ich nie etwas habe, Mann. Und ich gehe auch selten zum Arzt. Obwohl ich sollte. Aber ich gehe so selten. Ich habe noch nie etwas gebrochen, obwohl ich mich schon 100-mal verletzt habe. Zu meiner Fußballzeit bin ich 8-mal im Spital gelandet. Aber nie etwas gebrochen. 8-mal im Ich bin Spital. 8-mal im What Spital the gelandet. Wieso landest du 8-mal im Spital, wenn du dir nichts gebrochen hast? Alles andere. Einmal habe ich meinen Bauch abgefuckt. Da ist mir einer im Fußball mit dem Ding wirklich in der Luft mit dem Fuß voraus ins Bauch hinein. Einmal habe ich meinen Knöchel so abgefuckt, mir ist schwarz vor die Augen geworden. Oder? Dann haben sie mich mit dem Krankenwagen bringen. Die haben auch gedacht, ich habe ihn komplett zerstört. Auch nichts gebrochen. Dann bin ich in der Zeit auch noch meine Mandel operieren. Was war das noch gewesen, Mann? Ich weiß es gar nicht mehr. Müssen schauen, aber ich kann alles aufzählen. Ich tu mal erst genau schauen. Ich war so oft dort gewesen, ey. Und ich bin gerne dort gewesen, sind wir ehrlich. Die Krankenschwester ist immer. Das kommt wieder. Aber halt Muskelzerrungen die ganze Zeit und alles. Bla bla. Wegen bla. Muskelzerrungen gehst du Nein, auch nur zusätzlich, was ich schon alles hatte, weißt du. Aber wirklich, noch nie gebrochen, noch nie etwas Schlimmes. Ich habe keine Allergie oder so ein Scheiß. Keine Ahnung. Ich habe nur einmal bis jetzt etwas gebrochen. Wo? Wadenbein nur. Oh Mann, ich warte auf den Tag, ich habe keine Ahnung, wie das ist, ey. Und ich habe 1000 Gründe gehabt, Mann. 1000 Gründe. Alter. Viele danach Ich glaube, das schon ist das Nein. richtigste Geräusch. Schon. Hört man es wirklich so heftig? Ja, du hörst es schon. Also, zum Beispiel, also bei mir ist es so, ich habe so einen Böll oben angeschaut und ich wollte quasi mit der, so abnehmen mit dem Fuß und dann ist halt ein Kollege, der aufgeschaut hat und dann mit dem Fuß Ist in geil. mein Wadenbein, Schienenbein und dann hat er quasi mein Wadenbein durchgebrochen. Und dann hast du schon gehört, so klack. Mann. Und dann bin ich auf den Boden gefallen und dann hast du wieder klack gehört, wie es wieder zurückgegangen ist. Das hörst du eben schon. Jetzt siehst du, es fällt mir schon wieder eins in den Sinn. Ich habe schon mal erzählt, ich habe mir fast meinen Fingerkuppen weggeschnitten. Ich weiß es gerade echt nicht. Penisbruch, das ist detailliert, nicht Knochenbruch. Was ist noch gewesen? Keine Ahnung, ey. Ein paar Sachen. Aber ich glaube, jeder verletzt sich immer beim Shooten. Ich habe auch Ich viele bin Verletzungen vom Shooten Wirklich. davongetragen. Aber ich habe es auch wirklich heftig gemacht. Weißt? Ich hatte 3-mal in der Woche Training gehabt, dann Match und alles. Und ich bin einer, der wirklich einfach drin ist. Scheiß auf meine Sicherheit. Und ist schon so oft verletzt und aufgeschürft. Hey. Hast du schon mal das Sprunggelenk gerissen? Mein was? Sprunggelenk gerissen. Nicht, Das dass ist ich das wüsste. grusigste Geräusch, das ich gehört habe. Ey. Ich Wo habe, mein eigenes Sprunggelenk, das gerissen ist. Alter Mann, das So. klingt grusig, Mann. Das ist Also grusig. meine Arme, mein rechter Muskelarm ist abgefuckt, das weiß ich. Hinten an den Schultern und meistens das rechte Bein, mein komplettes rechte Bein. Alles von unten bis rauf, alles Muskeln schon mal durchgerissen. Darum Leute, immer schön aufwärmen, okay? Dann Heels, aufpassen. Das hast du schon. Achillessehne angerissen kann, die Auch Militär beim Fußball gesehen, habe ich mir Achillessehne ist doch das hinten am Fuß, gell? Ja, voll. Alter Mann. Was hast du gesagt, Les, sorry? Was hast du schon, was bei mir passiert ist? Schon beim Fußballspiel habe ich mit der Schulter ausgekugelt. Oh, Das hast du dann auch gehört. Und dann ist, ich glaube, irgendein Trainer oder so gekommen und hat es mir wieder rein. das kannst du wieder rein tun. Ja, das kannst du, aber einfach das Hören ist so Alter. hässlich gewesen. Also, krack, Aber krack. ja, das Spital, ins Spital bin ich auch nie gegangen. Aber habe einfach gefunden. Hast du Das ist schon mal gehört, wie eine Kniescheibe rausgeht? Das ist grusig. Oh Mann, ey. Wir sind so in der Eulachhalle gesehen, so ein Sportevent und so. Und dann hast du einfach bei einem gehört, es hat so wie getönt, als hättest du einen riesen Frisbee genommen und voll gegen die Wand geschmettert. Dann hat es einfach Pratsch gemacht. Dann hast du nur noch Schreien gehört. Und dann hat niemand mehr hinschauen. So grusig. Ja, Habt ihr Blut gesehen? Eigentlich schon. nein, Ich habe so kein nicht. Problem damit. Ich Okay, habe wenn mal es wenig ist, dann ja, aber wenn es so richtig viel ist und so, dann weiß ich nicht, das ist einfach eine Reaktion von mir, dass ich wegschaue. ich hab Bilder und Videos nicht anschauen, aber ich habe es auch schon erlebt. Ich habe mal, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, einmal haben sie voll zusammengeschlagen. In St. Gallen war es, grosser St. Galler. In St. Gallen war und ist einer übel zusammengeschlagen worden, ganz so in einer Gasse. Und ich war im Kebab, gehe aus eins rauchen und höre etwas. Und höre so das Fenster zerschlagen. Keine Ahnung, was es war, ob es wirklich ein Fenster war, vielleicht habe ich es nicht mehr gesehen. Ich natürlich denke, ja komm, jetzt kann ich dem helfen, weißt du, ich werde da voll zusammengeschlagen, man, von 2 Leuten. Die anderen rennen weg.
Und ich so, ja gut, weißt du, komm, jetzt helfe ich ihm schnell auf. Ich helfe ihm auf, er schaut mich an und ich hatte einen Schock gehabt, Mann. Der Sieg ist komplett durchgeschnitten gewesen im Gesicht. Und ich weiß nicht, weißt du, wahrscheinlich haben sie ihm in die Fenster reingehauen oder so ein Scheiß. Keine Ahnung. Mhm. Und der hat die Oberlippe komplett offen gehabt. Also ich habe alles gesehen. Zähne, Knochen, alles. Oben hat er offen gehabt. Am Kopf hat blutet wie behindert. Übrigens, Leute, wenn ihr am Kopf blutet, macht euch keine Sorgen, das ist sogar gut. Lieber blutet er am Kopf, anstatt dass ihr eine Bühle bekommt. Einfach so, Fun Fact nebenbei. Er blutet wie behindert, Mann, ey. Und dann habe ich ihn cool von gemerkt, Scheiße, da kann ich jetzt nicht hier allein lassen, Mann. Und da waren fucking Kebab-Dudes, oder? Es ist mitten in der Nacht im Ausgang. Haben uns nicht reingelassen. Ich habe gesagt, lass uns schnell rein, weißt, putzen wir ihm schnell das Zeug ab, zum schauen, was läuft und all der Scheiß. Er hat uns nicht reingelassen. Dann haben wir gerade dort so einen Brunnen gefunden, habe ich ihm das Gesicht abgewaschen, zum schauen, was läuft. Alter, wirklich, komplett durchgeschnitten, das Gesicht. Überall. Aber wieso hast du nicht einfach die Ambulanz gerufen? Die sind unterwegs gewesen, vielleicht haben wir dort sofort. Ja, wir haben schon, locker weil- 20 Minuten auf dich gewartet übrigens. Wir sind mitten in der Stadt gewesen. Ja, aber du musst ihm ja nicht zwischendurch sein Gesicht putzen. Doch, zum schauen, was läuft. Ich kann ihm einfach helfen, weißt du, musst schon schauen, was abgeht. Wenn er irgendwie noch Scherben in der hat und er schreit da wie behindert, schneidet er sich nur noch weiter. Wo ich dann nachher aber gecheckt habe, dass ein Dings war, Oberlippe komplett offen. Das ist schon übel gewesen. Das ist... Aber ich habe überhaupt kein Problem gehabt. Es ist so wie normal gewesen. Ja, verletzt. Ich meine, da wissen, meine ganze Familie ist im Spital, also für mich ist das normal. Weißt du, was ich meine? Ich sehe so Sachen, ich bin oft dort, keine Ahnung. Wir haben das ganze Spital daheim, das ist easy. Auch ein Grund, warum wir nicht so oft zum Arzt gehen. Wir haben alles. Also von dem her... Alles von heikel. Ja. Wir haben einfach alles, Mann. Was Unehrenmann, der Kebab. Ja, der Kebab-Dude hat mich am meisten aufgeregt. Oder? Aber weißt du, was für mich interessiert? Ja. Du hast jetzt zum Beispiel easy gefunden, ja, easy, ich helfe gerade. Wie viele Leute würden wirklich in so Situationen helfen gehen oder sonst irgendwas? Also ich Weißt bin du, eigentlich ich meine, davon ausgegangen, nicht dass nur- ich jetzt auch einen auf die Fresse bekomme. Ja, aber ich meine nicht aufgrund von zum Beispiel, weißt du, ich meine, logisch, die einen sind weg gewesen und so, und dann hast du ihm quasi aufgeholfen, aber mehr als Ambulanz rufen, wer würde mehr machen als das? Jetzt weiss ich, was du meinst. Und so und so. Weil schlussendlich kannst du ja theoretisch schlimmer machen. Ja, Also ja, es könnte ja, irgendwie vielleicht natürlich. wieder zurück auf dich zurückkommen. Natürlich, Weißt du, so, natürlich. wie viele Leute würden wirklich helfen in so Situationen? Weil ich bin ehrlich gesagt, ich wäre einer, der wahrscheinlich eher überfordert wäre mit dieser Situation. Ich würde vielleicht eine Polizei rufen und eine Ambulanz. Ich Das habe ich zum irgendwie Beispiel nicht gemacht, bleiben. ich kann nicht mal daran denken. Das ist Ausländerdenken. Scheiß auf Bullen. Das habe ich null gemacht. Null. Aber ich kann nicht, ich bin einer von den wenigen dort gewesen. Es war wirklich mitten im Morgen gewesen. Keine Ahnung, Mann. Was hätte ich sollen machen? Zuschauen? Der sicher blutet wie behindert. Und ich Nein, habe... nicht schauen, aber einfach, keine Ahnung, bei ihm bleiben und was schauen, was er Nein, nicht ich kann schon helfen. austickt oder so. Wenn mir das etwas passiert, hätte ich auch gerne jemanden, der ein bisschen weiss, was abgeht, der mir hilft und sagt, hey, look, das ist passiert, das ist bei dir los. Dann weißt du als Verletzter, was abgeht, damit du dich nicht komisch verletzt, oder? Nur mehr zusätzlich. Ich habe ihn jetzt nicht irgendwie gepackt und alles Mögliche gemacht. Weißt du, was ich meine? Das würde ich schon nicht machen, weil das ist du aber schon recht. Am Schluss kann ich es schlimmer machen. Aber solange ich gesehen habe, was abgeht, habe ich ihm ja helfen. Verstehst du? Weil er hat nichts mitgecheckt. Der Sieg war so voller Blut, der hat nicht mal die Augen können auftun. Ich kann so IRL streamen, easy. So mit dem Selfie. Ey, look, Tablette dein, aber schon gut, bra. Infektionsgefahr ist es nicht so gut vom Brunner Wasser zu nehmen, aber es... Ja, nicht die Brunnen halt, wo... Brunnenwasser, aus denen trinke ich sogar. Also von dem her... Ja, aber es ist gut ist schon mal gewesen. etwas anderes. Ja, aber es ist gut gewesen, ich habe ihm gut geholfen dort. Der Sieg hat mich nachher sogar bezahlen. Er war so glücklich gewesen, dass ich dort an dieser Stelle... Und dann nimm das, was ich gerade da habe. Dann kann ich 100 oder so geben. Das habe ich nicht gemacht. Das bereue ich bis heute. Das soll eine verdammte Scheiße sein. Aber das ist das Heftigste, was ich auch gesehen habe live und halt gar nicht gemacht habe. Schlägerei bin ich schon Hunderte dabei gesehen. Sind wir ehrlich, man, wenn ich ausgehe, hast du Hunderte. Ich selber nicht, aber... Alle Leute, die noch frisch gezogen sind. Glauben mir Leute, wenn ihr in so einer Situation seid, dann sind ihr froh, ist jemand rum und schaut für euch, auch wenn er euch anlenkt oder so ein Scheiß. Es ist nicht wie Amerika, weißt du, wo er einen anlenkt und sagt, ich zeig dir jetzt an und all das Shit. Ich hatte aber auch mal einen fetten Unfall gehabt, bin auch froh gewesen, dass nachher die Leute rum waren. Wäre ich allein gewesen, hätte ich halbe Panik geschoben, man, in dem Schock weisst gar nicht, was abgeht. Und dann bist du froh, dass jemand rum ist. Salirel. Ja, aber jetzt zum Beispiel, wenn einer so verletzt ist, allein, ja.
was ist, wenn Aber, jetzt zum Beispiel du siehst, einer wird eben abgeschlagen von mehreren Leuten, würdest du dann auch reingehen? Hättest du Das- Zivilcourage? Das ist eben der Punkt. Ich bin eigentlich reingegangen, währenddem sie noch dran sind, aber sind nachher gerade weg. Aber ich kann nicht wirklich reingehen und reinschlagen. Verstehst du? Du weißt nie, was los ist. Der andere könnte das Messer Ja. ziehen. Hast du das Gefühl, ich stirb wegen einem anderen Dude, den ich nicht mal kenne? Weißt du, was ich meine? Es klingt jetzt Ja, hure behindert. eben. Ja, aber ja, ich lieber weiss stirbt nicht, einer das statt fragt zwei. mich Oder? Und da musst du schon hure aufpassen. Da musst du mega aufpassen. Darum bin ich schon mit dem Bedacht angegangen. Aber ich habe gewusst und ich habe nicht einfach stehen. Weil genau die gleiche Situation. Was wäre, wenn es ich gewesen wäre? Du liegst am Boden les. Weißt du doch auch, warum würde jemand schnell die verjagen klar. oder irgendetwas machen? Und du sagst jetzt halt, weißt du, und das hat mir auch schon gezeigt, umso mehr Leute es hat, umso eher geht gar keiner drin. Weil jeder denkt, ach, der andere geht schon. Und dann schaut jeder nur noch zu. Verstehst du? Wenn du allein bist, bist du eher dazu fast gezwungen zu gehen. Weil du halt der Einzige dort bist, der ihm noch helfen kann, weißt du? Legt einfach mal hure laut halt, Polizei, Knie auf den Boden gerufen und sie sind abgehauen. Schon, aber siehst du, kann auch funktionieren. Oder? Das kann auch Wait, what? Die funktionieren. Polizei rief dich nie auf den Boden. Knie auf den, ja, du hast, hey, in dieser Situation glaubst du alles. Ich habe noch nie einen Polizist gehört, der gerufen hat, Knie auf den Boden. Er ist nicht Polizist, das hast du schon gecheckt, was er gemeint Ja, hat. ja, Aber- ich weiß schon, aber ich habe noch nie einen Polizist Ja, aber gehört. dann der denkst du auf doch den nicht an Boden das, Mann. Wenn ich die Polizei höre, ich bin weg. Ja, ich glaube auch, wenn du keine Aber wenn er so Polizei 1, 2 gehört, dann bist du Polizei, 3, 4 und ich bin raus. Die anderen haben es übrigens nie gefunden, also von dem her. Ich kann sie auch nicht kennen, beschreiben, nicht. Sobald gehört, die Polizei ist. Geld ist egal, was du danach sagst. Das ist einfach. So geil. Der ist wahrscheinlich auch können rufen, Polizei, gib mir dein Geld! Geil! Weg! Das wäre geil. So gut. Oh man. Habt ihr so etwas noch nie gehabt? Oh Gott. Ihr zwei. Nein. Nein. Was das ein Polizist mir gerufen hat. Nein. Ich meine jetzt aber so heftige Situationen oder. Hey, ich meine. Nein, ich glaube, ich bin recht verschont geblieben von dem. Ich gehe gar nie aus dem Haus, von dem her. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Ja, ich kann. Ja, gut, ich kann nicht sagen, dass es ein größer Andersfall war, aber ich hatte es mal mit unserem Großvater gehabt. Ja. Der ist irgendwann, keine Ahnung, ist unsere Großmutter damals bei mir gekommen, also ich habe noch bei ihnen gelebt. Da sind sie zu mir gekommen und meine Großmutter irgendwie voll am Heulen und sagt, ja, komm raus, musst helfen. Irgendwie. Dem Großvater geht es nicht gut. Dann laufe ich Okay. plötzlich raus und auf dem Boden ist alles komplett mit Blut gewesen und alles. Und ich habe es nicht gecheckt, ich bin dann am Pennen gewesen, bin aufgewacht. Und ich bin nachher genau wie du erst mal zum Großvater gegangen und ihm erst mal gefragt, ja, was ist los, was brauchst Schocking. du? Und ja, nein, ich es nicht gewusst und ich Ja, ja. bin eben nach dem Schlafen und so jung und es ist wirklich alles überall Blut gewesen und das erste, was mir da eingefallen ist, ja, Leute, keine Ahnung, Onkel, Ambulanz oder was auch immer. Was hat er denn gehabt? Oder hast du es gesagt? Nein, irgendwie, so viel ich danach gehört habe, ist irgendwas mit dem Herzproblem gewesen. Okay. Und scheinbar dann nachher Blut. Krass. Danke, Menei, und hoi, Menei. Wir haben kein Thema heute. Ich habe meine Themen nicht mal angefangen. Also von Krass. Ja, aber eben sonst, ich sag mal, größere Fälle mit fremden Leuten habe ich auch noch nicht gehabt. Aber würdet ihr denn dann, aber jetzt zurück zu deiner Frage, würdest du denn das nicht machen? Also, nicht machen, zu jemandem helfen oder so ein Scheiß? Wenn Doch, ich wenn das würde- eigene schon- Leben ja, genau. nicht in Gefahr ist, dann würde ich gehen. Schon, gell? Das würde ich auch behaupten. Wenn ich irgendjemanden sehe, wo ich weiss, ich kann ihm helfen, ohne dass irgendwie 3 Leute mich abschlagen, ja. Wir dürfen also nicht Aber ich den glaub, Held das ist spielen. Nein, das auf keinen Fall. Ich Das bin haben dumm, wir aber auch das gehabt. Das Ding, ich weiß nicht, was ich bin seit lang im Feuerwehr gewesen. Mittlerweile nicht mehr. Und dort war genau das Gleiche gewesen. Dort war die Regel so strikt gewesen im Fall. Wenn du nicht mal sicher bist, ob alles safe ist, darfst du nicht mal reingehen. Zum Beispiel jemand in der Hütte retten oder so ein Scheiß. Das ist so strikt und da sind sie wie soll ich sagen,
keine Ahnung. Du musst halt wirklich alles geregelt haben, bevor du reingehst. Weil, blöd gesagt, eben, es ist besser, es stirbt jemand anstatt du auch nur dazu. Oder? Und Ja, das eben, nützt niemandem, eigenes weißt Leben du? ist Genau, einfach es Priorität. nützt niemandem. Und klar, du willst jemandem helfen. Stell dir vor, man, ein Haus brennt und du siehst ein Golf da drinnen, man am Sterben. Da will jeder eigentlich ihnen helfen, verstehst du? Das will jeder Mann. Aber das ist aber genau die Situationen nachher, wo übel schwer sind, man. Weißt du, so von wegen, soll es gleich gehen oder nicht und bla bla bla. Gut, weißt du, vielleicht rettest du ihr das Leben und dann bist du der Held des Tages, aber wenn du stirbst, was ist dann? Oder? Dann ist sie gestorben und du auch. Und das ist schon traurig, muss nicht sein. Nimmst einfach so ein längeres was Plastikstück mit und hebst es wie eine Pistole. Alter, wir sind jetzt ja schon so am Sachen planen, man. What the fuck? Eigene Leben geht vor. Ja, auf jeden Fall. Ich könnte einen Streamer Club bilden, das ist so wie Avengers, wo einfach mit so Plastikpistolen umeinander laufen. Superhelden, man. Super gewesen, ey. Ich könnte in St. Gallen umeinander laufen und jede Gasse absuchen, und wir irgendeinen sehen, der zusammengeschlagen wird. Das habe ich aber auch nicht gecheckt, weil St. Gallen ist für Dann mich. jedes Mal, wenn wir jemanden sehen, rufen wir Polizei, Knie auf den Boden. Gib mir das Geld. St. Gallen war immer so ein cooler Ort für mich, Mann. Und immer mega gechillt. Schon. Das hat mich schon ein bisschen überrascht. Ich habe andere Worte viel mehr erlebt. The Purple Defenders. Oh Gott, ey. Ja. Und nachher, während wir laufen und springen, alle so kappa, 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 kappa. Das können wir auch gerade. Nee, von mir musst du auch nicht Angst haben. Apropos Superhelden. Nach 45 Minuten gehen wir schnell das Thema durch, wo ich jetzt gerne habe. Wer wird Joker schauen? Darum ist auch das Bild drin. Und Sure, lässt. why not? Sind ihr nicht so DC-Fan oder so? Ich bin grundsätzlich schon eher ein Marvel-Fan. FPS und all das Zeug und Genau. so, oder nicht? Es doch immer- ist ein anderes Thema, was halt Du hast- im Film ist. Du hast etwas, was für 99% von der Welt wahrscheinlich mehr als okay ist. Wo du weißt, es entertaint sie können unterscheiden zwischen Spaß und nicht Spaß und real und nicht real. Und dann kommt das 1%, wo irgendwie auf der Borderline-Welt ist, unterwegs ist, wo wirklich einfach wirklich schon schlechte Bedingungen hat, wo dann quasi das Ganze reinrutschen, oder? Mhm. Aber ich meine, für die 1% musst du jedes Mal eine Ausnahme machen. Weißt du, so, das ist meine Frage. Musst du jedes Mal eine Ausnahme machen für irgendetwas in dieser Welt, weil der eine Typ, Dude, irgendwie gefunden hat, er müsse es haben? Und meiner Meinung nach, nein. Wenn du es nicht schauen, dann gang nicht. Der Film meinst du jetzt? Ja, also einfach generell. Weißt, wenn du so hart irgendwie an der Grenze bist zum Struggle, ob du weißt, hey, theoretisch könnte ich jetzt den Film schauen und morgen könnte ich jemanden verschiessen, dann gang den Film nicht schauen. Weißt du so? Ist das nicht irgendwie voll dahin geworfen? Weil ich meine, wenn jemand will jemanden umbringen, macht er das doch so oder so. Ja, es hat ja nichts mit dem Film an sich Genau. zu tun. Weißt, du, das meine ich ja genau, oder? Du kannst nicht irgendwie einfach das 1% irgendwie quasi mehr behandeln als die anderen 99%. Jetzt weil verstehe er ich, was du meinst. nicht haben. Das stimmt. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja, etwas triggern kann ja alles. Theoretisch kannst du ja gar nichts mehr machen. Es kann ja alles jemand triggern. Weißt du, du kannst zu jemandem Ja. frech sein und ihn ein bisschen mobben und boom. Oder? Jetzt sind aber ein trauriger Haufen, dann müssen wir aber jedes Shooter-Game verbieten, weil das Risiko ist genauso hoch. Ja, natürlich. Zum Beispiel, viele dann es aber auch abändern. Kennt jemand das Game Hatred? Nein, noch nie gehört. Nee, okay. Ist jetzt auch nicht so bekannt, aber das ist zum Beispiel die gleiche Situation gewesen. Ein Shooter-Game. Du bist im Shooter-Game inne, nimmst die Waffe und kämpfst gegen Böse. Richtig? Mhm. Bei Papo zumindest. Bei Hatred zum Beispiel bist du einer, der eine Waffe in der Hand hat und kannst wahllos Leute killen. Und dort machen sie den Unterschied. Weißt du, was ich meine? Sie sagen, dass das triggert nachher die Leute für Massenmörder-Scheiß. Aber ein normaler Shooter, wo du gegen Böse kämpfst, ist alles okay. Weißt du, was ich meine? Darum sind sie ja nicht verboten heute. Das Game Hatred zum Beispiel ist aber verboten. Genau aus dem Grund. Ja, es ist. Mir geht es mehr um den Film eigentlich, aber es hat das Gleiche damit zu tun. Oder? Weil irgendetwas, ein Unterhaltungsmedium, jemanden dazu bringt, etwas zu machen. Den Joker kannst du gar nicht anders verfilmen. Du kannst den Joker nicht zum netten machen. Das ist nicht der Joker. In dem Fall. Und sie machen da, also bis jetzt sieht der Film hure geil aus und auch wirklich nice. Weißt du, das ist Kunst im Endeffekt. Oder? Irgendwann kann man gar nicht mehr machen. Hätte das speziell als PR-Gag von einer polnischen Firma gemacht oder zum Viral gehen. Haben sie es als PR gemacht? Weiß ich gar nicht. Und jetzt aber mit, Ja, ja. es ist schon so. Ich meine, weißt
wieso einen Film ändern, wenn es nicht dem entspricht, was es hat? Also, dann solltest du von Anfang an sagen, hey, du darfst gar nicht. Genau. Dann wäre es etwas anderes gewesen, aber nicht vor Release. Zu Das ist- all das ist dem, nur so- der Joker gibt es ja nicht zum ersten Mal. Es gibt Nein. ihn als Comic, es gibt ihn als Serie, als Film. Weißt du, was ich meine? Ja Damit gut, wir- aber Joker hast du ja jetzt bei allen Filmen jetzt zum Beispiel immer als Bösewicht gehabt, was ja bei den meisten immer so ist, dass du gut und böse hast. Genau. Und jetzt ist es halt mal so umgekehrt, dass du Joker als Bösewicht im Vordergrund stehst, beziehungsweise als Hauptfigur. Ja. Meinst Und ich du? glaube, das löst einfach so ein bisschen aus, dass Leute dann sagen, ja, eben, dass sie darüber debattieren, ob sie überhaupt veröffentlichen sollten oder nicht. Also meinst du, man sollte nicht den Bösewicht auf Front an tun? Ja, oder irgendeine Als Film? ja, ich würde nicht sagen, dass es verboten sein Ja, ja. sollte, aber ich meine, darüber kann man ja nachher eben streiten, dass genauso aus Sicht vom Bösewicht, dass man nachher, dass Leute das sehen und dann denken, hey, so ist ja vorgegangen. Mhm. Und so könnte ich es auch machen und dann auf mal eben Aber das- irgendjemand killen oder so. Mhm. Aber es passiert Ja, ja aber nicht ich zum meine- ersten Mal. Es ist Ja. ja nicht der erste Film, wo es um Bösewicht Suicide Squad geht es ja literally darum, alle Bösewichte zusammenzutun und etwas zu machen. Oder? Wenn man gerade von denen redet. Es ist ja, Ja, nicht zum ja. ersten Mal. Der Joker ist einfach nur so identisch mit vielen Leuten, weißt du, wo sie halt einfach abgefuckt werden und nachher irgendwie sagen, komm, fuck it, ich kill jetzt alles, weißt du. Ja, aber ich meine, dann willkommen im 2019, wo du nichts kannst machen, Genau. wo nicht irgendwie auf dich zurück kann gehen. Also, Genau. sorry, wir sind einfach, es ist so lächerlich an einem Punkt. Wo Das- du wirklich das Gefühl hast, du kannst nicht mal mehr einen Film über etwas machen, wo ein Charakter ist, wo es jetzt über 20 Jahre gibt, wo, Gibt's wo das schon so mal lange? irgendwie von, wahrscheinlich schon. Es Comics gibt es ja schon deutlich länger als das. Ja. Aber ja, ich meine, weißt du, so grundsätzlich, ja, okay. Ich meine, hättest du den 2005 gebracht, who the fuck would care? To be honest. Niemand, Wir sind Mann. 2019, wo jeder irgendwie das Gefühl hat, er müsse seine Meinung zu etwas sagen, wo absolut irrelevant ist, wo überhaupt irgendwie nur zu tun hat, damit du irgendwie die 1% Trigger ist, wo du irgendwie eine Möglichkeit hast, um deine Meinung dazu zu äußern. Aber die 1% sind halt die Leute, Ja. oder? Und jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, weil der Massenshooter beim Batman-Film, die haben sich eben auch gemeldet und die haben eben auch gesagt, los, weißt du, Opfer von der Familienopfer und so, keine Ahnung, haben eben auch gesagt, sie wollen das nicht, weißt du, sie wollen es jetzt auch stoppen. Was willst du jetzt denen sagen? Aber dann, die haben einen anderen Grund. Die haben einen Dann anderen hat's Grund. einen anderen Grund, Ja, aber wo hast du du, ihnen kannst denkst du, sagen- sie haben recht, weil sie jetzt das erlebt haben, was sie erlebt haben? Sie den Film stoppen in ihrem Kino, finde ich absolut okay, weil das ein Respekt Schon. gegenüber denen ist, die Ah, gestorben in sind. ihrem Kino, Ja. sorry, ja, okay. Aber so generell, Mhm. nein, sie haben kein Recht dazu. Wieso auch? Das ist jetzt Das gut ist gesagt, Weil das die stimmt. 1%, wo passiert ist, einfach fatal war, weswegen sie ja es stoppen wollen. Es ist einfach überhaupt nicht relational in dem Ganzen. Das ist das Gleiche wie soll ich dem sagen? Ich gehe irgendwo hin, ich tritt einen Stein, der Stein macht irgendwie ein Fenster kaputt bei irgendjemandem. und dann das muss bist ich du anfangen. Und dann muss ich den ganzen Laden putzen für ein Jahr. Weißt du, so, es hat überhaupt nicht das gleiche Relationale. Du musst das tun, was quasi dem entspricht, was der Situation entspricht. Wenn ich weiss, die Leute sind in diesem Kino gestorben und es gibt Leute, die betroffen sind von dem, ja, okay, dann mach das Kino nicht oder die Stadt nicht. Aber Mhm, nicht, mhm. du kannst nicht einen generellen Ja, Film weltweit verbieten, der kannst du mehrere nicht, Millionen ja. gekostet hat. Erstens, ja, genau. Zweitens, ich glaube, du hast gesagt, man hat es ja vorher, nein, oder Ende, man hat es ja vorher können stoppen und schon vorher sagen können, dass man es Ja. gar nicht soll machen. Oder? Problem ist nur, ich werde hure pingelig darum, wenn es eben darum geht, wenn es um Kunst geht. Weil Kunst ist Kunst, da kann keiner und sollte keiner etwas dagegen sagen. Verstehst du? Egal was es war. Es wird aber, wie ich sagen, es wird immer übertriggern. Du wirst nie alle happy machen. Das ist mit den normalsten Sachen so. Oder? Das wird wir Menschen gar nicht mehr miteinander diskutieren. Es geht nur darum halt, ab wenn ist es von wegen korrekt, wie du jetzt gesagt hast, Ende, ja, die Familie hat das erlebt, wenn wir es in dem Kino nicht machen, hat das auch kein Problem, weißt du? Weißt du, aus Respekt, Mhm. so von wegen, hey, machen wir nicht. Aber einen kompletten Film stoppen, wo so viel dahinter steckt und wahrscheinlich auch, sagen wir mal, es wird mega gut, auch für die Unterhaltung sorgt für die Leute und bla bla bla, ist es halt schon hure heavy, man. Oder? Und wenn wir nachher mit so Filmen anfangen, können wir irgendwann gar nichts mehr machen. Da kannst du nichts mehr machen. Da musst du zuerst abklären mit all diesen Organisationen, die zufrieden sind mit dem und dann erst kannst du einen Film machen und am Schluss machst du Mickey Mouse. Also von dem. Und sogar der ist nicht mal safe. Also von dem her.
Und wenn man die Ja, ganze aber- Alt anschaut, dann lieber nicht. Ja, aber dann Aber hast du bei jedem irgendetwas, wo dann irgendeiner kommt und sagt, das kannst du nicht machen. Du kannst eh nie allem recht machen. Es gibt Aber immer einen, der reklamiert. das Problem ist jetzt halt, jetzt steigt Militär mit ein. Schrägstrich halt, weißt du, Verteidigung und all der Scheiß, wo sogar sie sagen, hey, das kann gefährlich werden, wir müssen da etwas machen. Weißt du, was ich meine? Du musst dir also vorstellen, du machst einen Film, Mann, und den Film wird wahrscheinlich nachher mit Polizeischutz gezeigt. Oder? Ja. Ist es nicht genau das, was es nachher noch schlimmer macht? So von wegen, jetzt erst recht. Für die Leute, weißt du, die da nachher verrückt werden und all der Scheiß. Meint ihr nicht? Ich denke, es ist halt einfach. Nein, ich denke nicht, dass es übertriggern tut. Weißt du, wenn irgendjemand dort steht, okay, das ist halt einfach Sicherheit etc. und so. Aber ich glaube nicht, dass einer, der jetzt sagen wir an dieser Borderline-Grenze ist, der nachher auch reingeht und den Film schaut und sagt, ja, so könnt ihr es machen. Ah, jetzt ist ein Polizist dort. Ja, jetzt könnt ihr es gerade machen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist eher so auf dieser Ebene, so à la, es ist einer dort, aber er müsste gar nicht dort sein. Weil, wenn ich es machen würde, würde ich es so oder so irgendwann machen. Weißt du, es hat nichts Wer mit meinst du dem mit, er müsste dort sein oder nicht? Also, sagen wir, ich gehe jetzt in den Kinofilm und ich bin Mhm. eh schon an der Grenze und ich habe einen Polizist, der dort steht, Mhm. damit genau nicht so das Massaker passiert. Mhm. Und dann sehe ich ihn und sage, ah ja, jetzt ist er dort, jetzt kann ich es machen. Weißt du so? Sondern wenn ich mir vorgenommen habe, nach dem Film zu machen, dann mache ich es so oder so, obwohl der Polizist dort steht oder nicht. Weißt du, so, es ist wie irrelevant. Makes sense, ja, makes sense. Ich habe das Gefühl, es triggert dann erst recht. So von wegen, look, sie wissen jetzt, dass es Ja. passiert, dann mache ich es also auch. Weißt du, was Ich ich glaube meine? eher weniger. Weil ich habe das Gefühl, wie du selber auch sagst, wenn sie es machen, dann machen sie es sowieso, dann aber erst recht. Weil, weißt du, alles oder nichts Style, Ja. oder? Und wenn jetzt halt Bullen da sind, dann hat es die Medien akzeptiert, somit weiss der oder diejenige, dass er jetzt machen kann und dass es nachher die Aufmerksamkeit holt und nachher. Keine Ahnung, so behindert man. Wir reden hier von Ja, einem Es Film. ist halt wie, es ist Ja, halt wie Regeln, die aufgestellt wird und du bist noch genau der Typ, der sagt, ich schieße auf Regeln, ich brich es einfach. Genau, danke. In dem Sinn. Danke, genau so wollte ich gleich sagen. Ja, ich verstehe Das meine ich mit Triggern, verstehst verstehst du? Ende? Ja. Ja, nein, ich verstehe schon. Aber ich Danke. glaube eher weniger, dass das so der Fall ist, dass du dort hingehst zu einem Punkt, das heißt quasi zu deinem Punkt Ja. vertreten, sondern wahrscheinlich eher aus dem Grund, dass du eher so bist halt, einfach, dass du es machen willst. Aber es hat wahrscheinlich eher weniger mit dem zu tun. Meiner Meinung zumindest. Ich weiß nicht. Also ich wäre pissed, würde sie den Film jetzt komplett verbieten. Und der Al hat jetzt gerade auch gesagt, weißt du, was im Amiland passiert, soll dort sein und nicht überall verboten werden. Aber du weißt, wie die Amis sind, Mann. Und nachher nur in Amerika nicht zeigen, das ist für die Filmemacher wahrscheinlich böse nachher. Also mega fett Minus. Die werden sowieso viel Plus machen, also von dem her. Aber keine Ahnung, hey. Bei Deadpool haben sie, glaube ich, auch mal ähnlich etwas gehabt. Bin mir aber nicht sicher, weil sie da so mit dem Anti-Held gespielt haben. Aber weiß es nicht. Irgendetwas ist es, aber keine Ahnung. Und jetzt beim Joker, dann sind sie halt hure dumm. Das Problem ist, wenn jetzt wirklich etwas passiert, dann geht's ab. Dann gehen Da halt kannst du die. die zukünftigen Filme so vergessen. Nein, das denke ich schon nicht. Aber ich denke, dass. Einfach der Gedanke, Mann, ins Kino gehen mit Polizeischutz ist so abgefuckt. So abgefuckt, Mann. Da schaut es jeder nur noch daheim und das ist gut. Und plus bin ich auch der Meinung, wenn einer etwas will machen, dann macht er es. Der braucht keinen Film, der braucht kein Game, der braucht nichts. Verstehst du? Im Gegenteil, Ist so- Filme und Games kann vielleicht sogar Leute dazu bringen, weißt, sich abzuregen. Oder wenn sie wirklich bösartig überlegen, dass sie gamen und sagen, komm jetzt game ich, dann sind sie voll am Abgehen, dann haben sie sich beruhigt. Kann ja gut möglich sein, dass Games sogar Leute gerettet haben, aber über das reden natürlich niemand. Und das weiß man auch nicht, oder? Das weiß man auch nicht. Aber das ist halt einfacher die Games und der Films schuld. Gell? Schon klar, aber sie machen immer noch mehr Plus, wie man das überall nicht sagen. Ja, logisch. Also um Geld denke ich mir nicht, dass ich Sorgen mache. Wenn es komplett verboten wird, dann schon. Dann schon. Es wäre auch schade um den Film, weißt du. Keine Polizei wäre schon im Kino. Ja, das ist eine andere Story. Das ist eine andere Story. Schaut mal Hater da. Ich will es jetzt nicht zeigen, aber schaut mal Hater da. Ist ein interessanter Game. Swiss Mogli, 17 Monate Scam. Ja, danke. Nice to scam you, my friend. Danke, Mogli. Merci. Ist schon abgefuckt, das Game. Das ist das gleiche bei Modern Warfare. No Russian Mission. Wer kennt die? Ja. Da gehst du rein. Kannst nicht. Das ist eine Mission, du bist im Lift, bist mit so Dudes, ist False Flag, glaub Mission. Wo sie so tun, als wären sie keine Russen. Nein, doch, wo sie nicht so tun, als wären sie nicht sicher. Sie steigen aus dem Lift raus, das 4., das 5., alle haben Heavy Machine Gun, Flughafen und eine Mission, knall alle ab.
Und das sind Zivilisten. Und dann machst du nur noch ratatatatata. Du bist lang unterwegs im Flughafen und killst alle ab. Und darum hat auch Modern Warfare nachher auch dort genau die gleiche Situation wie bei Hatred, einfach du darfst nicht wahllos Zivilisten killen. Sind wir ehrlich unter uns drei, wie viele Zivilisten haben wir schon gekillt im Game? Ich habe mehr Zivilisten gekillt als Gegner, also. Ja, mir ist das vor allem im Sinn gekommen, ich kann es vor allem erwähnen, aber ich habe Ja. noch gefunden, nein. Aber das ist eben genau wie das Ding, Haben wir zwei. die erste Version, wo irgendwie rausgekommen ist, wo du darfst. Ja. Und dann irgendwie noch, was haben sie eben genau gefunden, ja, das ist ja größter Schwachsinn. Und nachher haben sie geändert, dass Haben du sie es nicht... geändert? Also ich hätte meinen, es hat 2 Versionen gegeben, wo bei der einen, wo du darfst, Okay. beziehungsweise das ist in der Game so, und alles, was danach irgendwie rausgekommen ist, dass sie das so umkodiert haben, dass du eben das Mission dann gescheitert, wenn du nur ein Zivilist irgendwie verletzt. Ah, also umgekehrt. Ja. Cut and Uncut. Man kann die Mission aber überspringen. Ich weiß, ich kann nicht. Also ich habe die Original gespielt und wirklich eine Ratata gemacht. Ich meine, es gehört zur Mission, Mann. Es spielt gar legit gedacht, ich kill jetzt alle, oder was? Es ist ein Game, Motherfucker, ey. Es ist ein fucking Game und es hat zu der Mission gehört. Ja, beim neuen Wolfenstein gibt es auch 2 Versionen. Das weiß ich aber wegen der Deutschen und wegen dem Hackenkreuz. Und Wolfenstein ohne Hackenkreuz ist nicht ein Wolfenstein, okay? Da brauchst du das Originale. Ich glaube, im Deutschen hat sogar der Hitler nicht mal am Bart. Wenn ich mich nicht täusche. Das ist so abfuck, hey. Aber gut. weißt du, Ja. hast du nicht das Gefühl, so Leute wie ich, du oder jetzt Chat, sind jetzt irgendwie so eher auf der Schiene, wo wir quasi wie ins Lächerliche hineinziehen. Weißt du, so quasi, es ist ein Game. Weißt du, so, hey, komm, es ist ein Game, schieß dich alle ab oder so, weißt du. Mhm. Aber nachher, wenn du irgendwie so Leute hast, die halt wirklich irgendwie so an der Grenze sind, wo nachher die Games spielen, für die ist jetzt logisch, dass sie verboten sind, aber dann ist es doch nicht so ein Unterschied, ob du sagst, das Game ist ab 16 oder ab 18 oder was auch immer, sondern es müsste ja viel mehr Prüfungen dafür geben, ob du so ein Game darfst spielen als das Alter. Nicht? Natürlich, aber das ist nie möglich. Ja, aber wie willst du das prüfen? Ja, schon. Nein, wie willst du es? Aber ich meine, eben, das ist ja eigentlich schon mal das Grundproblem an dem Ganzen. Du müsstest es ja irgendwie auf eine Art können testen. Du müsstest irgendwie eine psychologische Verfassung von einer Person verstehen können, wenn du irgendwie so Sachen könntest verkaufen, oder nicht? Du meinst jetzt, du willst irgendwie, jemand muss einen psychischen Test machen, bevor er das Game kauft? Ich weiß nicht. Es ist rationaler, als ich verkaufe ein Game an eine Person, die theoretisch ein Massenmörder könnte sein. Theoretisch kann es jeder sein. Ja, aber dann wäre es ja auch so ein bisschen komisch, weil gewisse Leute sind zwar jünger, aber vom Gedanken her reifer, während es bei anderen genau umgekehrt ist. Genau. Das kannst du niemals überprüfen. Das ist nicht Nein, möglich. du kannst es nicht. Aber eben, es ist einfach, es sagt einfach nur aus, das Kriterium Alter ist nicht genügend für so Sachen. Weil wir okay. können das zum Beispiel als Game einfach als Game sehen. Andere Mhm. Leute können das nicht. Es bräuchte viel mehr Kriterien, um zu verstehen, wieso du ein Game bekommen oder nicht. Habt ihr schon mal Games unter 18 gespielt, die ab 18 sind? Etwa schon, oder? Ja. Ich habe CS gespielt, wo ich 12 war. Aber CS ist safe ab 18. Ja. Das ist spontan nicht, ich kann jetzt nicht sagen was, aber das ist so easy, du bekommst sie auch easy. Wahrscheinlich sollte man einfach schon mal da besser kontrollieren, aber auch das, hey, keine Ahnung. Es ist ja digital alles, Mann. Das ist ja gar nicht mehr möglich. Ich meine, du gehst Steam Ja. und kaufst es. Steam interessiert es, glaube ich, gar nicht, wie alt du bist. Bin mir nicht mal sicher. Ja, aber wie willst du das Ja. kontrollieren? Du könntest ja keine Ahnung, Ältere herschicken und wenn sie damit einverstanden sind, zum Beispiel genau gleich wie bei Fortnite, wenn keine Ahnung, das Kind erst irgendwie 9 ist, Fortnite irgendwie ab 12 Jahre, aber deine Eltern noch der Meinung sind, du darfst spielen. Wie willst du das dann abgrenzen? Stimmt. Wenn die Eltern ja sagen, dann können ja die Eltern das kaufen und hat sich's erledigt. Ja. True. Du musst jetzt auch den Strafregisterauszug bringen und darfst keine Betriebungen haben. Alter. Alles, der Bluttest. Scheiße, Mann. Es ist nicht möglich. Es ist niemals möglich. Ja, eben, das ist irgendwie das Traurige dran. Und das ist wirklich traurig. Darum wird es wahrscheinlich einfach vergal. Also was ich denke, ist, wenn sie am Herd auf Herd kommt, dass einfach Games nicht mehr zum Beispiel Blut zeigen und so Scheiß. Dass Games legit nicht mehr, dass du nicht mehr mit Schuss schießt, sondern irgendwie mit Laser oder weißt doch auch nicht. Weißt du, so Sachen könnten passieren, also auf die andere Seite, weißt du, was ich meine? Wenn man es also nicht kann kontrollieren, wer es bekommt, dann wir halt das Produkt ändern. Dass es jeder kann bekommen. Dass du theoretisch auch ein COD mit 12 kannst spielen, weil du spielst mit Wasserpistole.
Oder? Das Game funktioniert genau gleich, nur schießt ist Wasser. Ich würde ehrlich gesagt auch, aber... Safe. Aber dann ist die Kreativität weg und nachher der Realness ist weg und ganz vieles. Aber ich habe das Gefühl, das wird passieren. Speziell, wenn wir jetzt immer mehr und mehr mit dem VR-Zeug machen, hey, wo das so realistisch langsam wird, das muss fast etwas dort passieren. Oder? Ich meine, sind wir ehrlich, man, die fucking Idioten, wenn sie Internet, was ist das gewesen? Vor gar nicht allzu langer Zeit. Artikel 13, so Scheiß. Artikel 13. Ja, man, das Größte vom Größten, das, was wir alle brauchen, egal was wir machen, wenn sie sogar irgendwie abfucken. Weißt du, was ich meine? Da haben sie die Games ganz schnell abgefuckt, oder? Ohne Problem. Ich habe 4 Minuten von dem Motto unterschrieben im Laden Games. Ohne Scheiß. Und die Paintball-Shooter. Ja, aber so Sachen kann ich mir aber vorstellen, dass genau das passiert. Wenn man es nicht kontrollieren kann, muss man halt auf die andere Seite regeln. Und nachher, aber ja, dann gehen wir Paintball, oder? Dann kannst du genauso gut in echt spielen und dann ist es viel besser. Aber so ein Abfuck, ey. Schade. Ich würde nicht sagen, dass es besser ist, Schmerz zu tun, als Paintball. Paintball ist geil. Und die Schmerzen Paintball sind ist real shit. No way. Ich hab's gern. Was soll ich gesehen? Rocca stirbt durch Schmerzen confirmed. In das Grill da. Click Forehead. Naja. So ist es nun mal. So ist es nun mal. Habt ihr etwas zum Joker wollen sagen oder Chat? Und ich freue mich mega drauf auf den Film, ey. Da kann ich kaum erwarten, man. Wenn er kommt. Ha! Ja, er wird schon kommen. Ha! Ich glaube, Nein, ist es nicht am 3. Oktober Ja. oder so sogar? Weiß es gar nicht. Je näher das es ist, umso lauter wird es. Also ich Aber nehme jetzt- mal an, dass nächste Woche kommt. Jetzt überlegst du halt 3 Mal, ob jetzt im Kino gehst schauen oder nicht, weißt du? Das ist der Scheiß. Komm jetzt, als würdest du jetzt in ein Kino gehen und du hättest Angst, dass irgendein Nee. potenzieller Massenmörder neben dir... Besonders hier in der Schweiz nicht, sind wir ehrlich. Nein, please. In Amerika hast du Angst, überall zu gehen, hey. Da willst du irgendwie nirgends sein, hey. Und, so eine Massenschießerei in der Schule und so passiert, glaube ich, auch nur dort, Mann. Ist das überhaupt jemals in der Schweiz passiert? Nicht, dass ich weniger. wüsste zumindest. Ich glaube weniger. Hätte ich als Nintendo-Fan also keinen Nachteil. Das sind ja schon Kindergames, yes. Aber ja, ändert sich nicht viel dort. Aber trotzdem, weißt du. Ich will es schon anschießen, wenn es plötzlich ein Game, keine Ahnung, hey, nicht mehr so realistisch ist. Und auch wenn es nur minim ist. Darum sage ich ja, wenn ich jetzt Vollversteck gespielt hätte ohne Hakenkreuz, ist es einfach nicht das Gleiche. Und es geht nicht daran, weil ich die fucking Hakenkreuz will sehen, sondern es wirkt halt gerade anders. Oder? Du hast gerade ein anderes Gefühl vom Game. Die armen Deutschen haben nicht einfach nicht. So oft sehe ich das, man. Immer so bestimmte deutsche Versionen haben. Das ist so abfuck. Am schlimmsten ist die Deutschen wirklich mit YouTube. Dort bin ich immer noch ein Buff, hey. Dass sie nicht mal normale Lieder anhören können. Hey. Das ist grusig. Ich habe zum Fall Schust. Was haltet ihr vom neuen Twitch-Design? Das habe ich noch kurz anschauen. Hätte ich nicht letztes Mal schon gefragt. Strike, du hast doch die ganze Zeit Tweet. Bei dir haben sie überhaupt gemerkt, dass es neu ist. Ja, ich habe es zum Beispiel erst gerade gemerkt, als ich live gegangen bin. Aber ja, ich meine, im Normalfall habe ich eh alles immer nur minimiert. Also weißt du, ich habe meistens den Schon Kinomodus an und ich sehe eh nur den Stream und vielleicht den Chat nebenbei und alles andere. Aber halt auch dein Kanal cares? und so, weißt du. Kann ich sagen, schnell schauen. Laut deinem Also Kanal es zum hat Beispiel schon- jetzt sieht es es voll hat anders schon aus. einiges verändert, aber ich finde, sorry, Leute, die reklamieren, gewöhnen euch schlussendlich eh dran. Gell? Es hat Schlechtes und Positives, aber schlussendlich, die können das nicht wegnehmen. Was ich interessant Nein. finde, ist, Ende, ich sehe zum Beispiel bei dir nicht mehr, wem du folgst. Und wenn ich Ist auf das wirklich? Ereignisse, nein, Follower, ich sehe Ich habe die Zahl nicht mehr. Startseiten, Videos, Clips, Ereignisse. Ja, die Zahl siehst du wirklich nicht mehr. Gell, die Zahl ist verschwunden. Weißt du Zahl- warum? Du drückst wahrscheinlich aus dem Grund, dass du quasi einem kleineren Streamer auch die Chance dafür gibst, auch wenn er zum Beispiel nur 20 Follower hat, dass er Mhm. dich vielleicht trotzdem entertainen Ja. könnte und ihm trotzdem könntest Geld geben, damit Twitch nachher das Geld bekommt. Yay! Ich glaube, Bobby. Aber ich glaube, es ist schon so, ja. Dass man wirklich den Kleinen so hilft, dass die Zahl weggeht. Für meinen Geschmack fehlt es. Das hat es irgendwie ein bisschen ausgemacht.
Hat's das? Also für mich. Weißt du, Ja, ja, wenn ich einen Kanal finde, dann weiss ich, er ist schon länger dran oder bei ihm läuft oder weißt du, irgendetwas, weißt du, irgendeine Info, obwohl ich den Kanal noch nicht kenne, weiss ich schon bereits durch das. Verstehst Ja, voll. du? Oder? Verständlich. Und jetzt bin ich zum Beispiel bei dir und sehe nichts, oder? Dann müsste ich, gut, aber jetzt bin ich fast gezwungen, ein bisschen Videos zu schauen, Clips zu schauen. Aber wenn du auf Follower klickst, dann siehst du die Zahl. Dann schon. Ja, dann schon. Oder? Dann ist sie ja noch nicht ganz weg. Ich frage mich nur, warum sie aber das Follower-Zeug weggenommen haben, dass ich jetzt nicht mehr sehe, wem du folgst. Das finde ich witzig. Obwohl es auch unnötig ist. Auf YouTube zum Beispiel sieht man das auch nicht. Du kannst auch nicht deine Abonnenten anschauen. Und ich habe das Gefühl, dass auch Follower verschwinden. Ja, das hast du mal können. Das haben sie aber auch geändert. Wo? Auf YouTube, dass du deine Abonnenten siehst. Also ich in meinem Kanal sehe sie. Aber du auf meinem Kanal nicht, das meine ich. Also, du meinst, was ich Ja, sage? das ist. Nein, aber das hat, Alle man auf früher Mixer. auch, das hat man früher noch mal gesehen. Schon? Ah, das weiß ich nicht. Da habe ich nicht drauf geachtet. Und es sieht schon kleiner aus, aber ich sehe es fast ein bisschen chaotisch, ehrlich gesagt. Also am Handy sieht man es genau gleich mit der Folge. Ja, am Handy hat sich noch nichts geändert. Oder, so wie ich es verstanden habe, hat sich absolut noch nichts geändert. Das Geile ist übrigens, es kommt aber nachher, so wie ich es auf Twitch Tweet gesehen habe, kann man aber so die Ereignisse neu, da kannst du einen Shadow Live machen. Und dann wirkt es wirklich wie so eine Seite. Und das schießt mich schon ein bisschen an. Dann ist so das Twitch-Feeling weg. Ich finde jetzt das Bild nicht, Mann. Dann ist es wie so eine Startseite, weißt du, was cool ist irgendwo bis zu einem gewissen Punkt, aber irgendwie ist es einfach so das Twitch-Feeling weg. Das Geile ist, was ich sehe, ist, wenn ihr Werbung, also wenn ihr jemandem zuschaut, dann kommt Werbung, dann seht ihr doch den Streamer nicht mehr. Das hasse ich zum Beispiel auch. Jetzt sollte es aber Cam sein. Wenn Werbung kommt, kommt Werbung groß und dann die kleine Cam kommt rechts nebendran. Ja, das sollte minimieren. Genau, das ist noch easy, weil mich hat es vorher aufgeregt. Schau ich schnell jemanden kurz rein, fucking 3 Minuten Werbung, ey. Ja. Oder? Speziell dann, wenn du gerade schreibst, kommst du rein, ey, was geht? Und dann siehst du nicht mal, was er schreibt. Hörst nicht mal, was er schreibt. Oder? Ja, das ist Cancer. Aber ja, ich meine, eben, es ist das neue Design. Es wird keine Änderungen daran geben. Live with it. Es gibt keinen Unterschied. Es wird sowieso so bleiben. Wenn dann Minim-Sachen, die sie auf jemanden hören und sagen, not bad. Alles andere ist wirklich Scheissdreck, spielt echt keine Rolle. Das sind halt die von den Leuten, die, sag mal, Twitch verloren haben und trotzdem noch über Twitch reklamieren, obwohl sie nicht mehr streamen. A.K. Ninja. Nimm mich jetzt mal an. Ja, wobei Ninja hat etwas anderes. Er hat doch jetzt auch vor kurzem genutzt. Ja. Oder? Leist, wenn du das Hat er meinst. schon wieder etwas Also anderes? ich meine jetzt nicht gerade unbedingt den Ninja, Ich sondern sage, eher gell, Babi? allgemein. Es hat. Ich meine, du kannst über Leute motzen, die auf Twitch sind, aber du kannst nicht über Twitch per se motzen, weil who the fuck cares? Du bist nicht da. Ich meine, du kannst schon deinen Shit dazugeben, aber ich meine, wie relevant ist es? Ja, ich habe das Gefühl, er will einfach motzen, um gerechtfertigen, warum er gegangen ist. Weißt? Also alles, was jetzt passiert, ist für ihn ein Grund zu sagen, hey, schau, deshalb bin ich weg. Verstehst du? Ja. Aber ja, ich meine, grundsätzlich, wenn du irgendwie, es ist ja nicht nur über Twitch, sag mal, du bist irgendwie etwas anderes in einem Club oder Richtig. gehst aus dem Club raus, dann hast du keinen Grund, um über den Club darüber zu motzen. Du kannst deine Meinung dazu äußern, wie es zu dem Zeitpunkt war, wo du gegangen bist und was du gehabt hast, aber alles andere von den neuen Entwicklungen her und so, hast du keinen Grund, um irgendetwas daran zu sagen. Es ist ja Meinst du, er nicht soll sein jetzt einfach Business. komplett ruhig sein? Ja, es ist ja nicht sein Business. Who the fuck cares? Okay. Ich meine, er macht das Geld anders mittlerweile. Er singt ja irgendwie unter der Maske anscheinend, von dem her. Das habe ich auch gesehen, ja. Wer Ja, er interessiert- wird halt Kommerz, weißt du? Er wird halt der Ja. Gamer, der nachher im Fernsehen auftaucht und alles. Es Ja, ist schön. gut, aber es ist nur blöd, weil er das ist. Weißt du, er repräsentiert uns Ja, auf andere ja. Worte. Ja, voll. Verstehst du? Ja, Das ist ich der meine, Scheiß. Aber who gives a shit, ey? Soll er doch. Und ist gut, der sehen die Leute, das ist ja so möglich. Es ist möglich, ein normaler zu werden. Aber das ist nicht dem Tag, Bands und so. Ja, das habe ich auch gesehen, dass sie ein bisschen transparenter sind mit Bannen und so, aber da wollen wir gar nicht anfangen. Nein. Das ist andere Scheiße. Ich meine, ich habe kein Problem damit, dass er irgendwie solche Sachen macht. Weil es ist völlig okay. Ich meine, das, was er für die Gamer macht, ist absolut grandios. Das muss man einfach so sagen. Mit diesen ganzen Social Media Auftritten und allem Zeugs und so.
du vertrittst ein gutes Bild für Gamer. Er ist familienfreundlich, was auch immer. Er ist vielleicht er ist ein bisschen cringe, aber abgesehen davon, er ist gut. Er ist Was- nicht wirklich was für mich familienfreundlich. Er ist recht familienfreundlich. In dem, was er Zumindest sagt. jetzt nicht. Ziemlich sicher nicht. Ja, egal. Aber Auf jeden Fall, es ist so, einfach das, was er über andere Twitch und so sagen muss, das, oder einfach so seine Meinungen dazu, das muss er nicht haben. Aber ich meine, ja. Er ist einfach safe triggert. Safe triggert Ja. und kann es einfach nicht lassen. Das ist wie so die Ex, die Scheiße redet und du jetzt Ja, auch nur Scheiße genau. redest. Er Ja, kann es einfach genau. nicht lassen, anstatt einfach der cool zu bleiben und zu sagen. Würde der cool bleiben, würde Twitch die ganze Zeit abfucken. Und sie haben ja schon ein bisschen abgefuckt, weißt du, was ich meine? Würde er kein Ja. Wort sagen, wäre Twitch schon hure low. Aber er macht mit. Ja, eben genau, das ist das Problem. Genau, danke Nika. Family friendly, by the way. Aber das ist schon alt, glaube ich. Ja, Geil. einfach das Bild, das er nach außen geht, ist schon ziemlich family-friendly. Also Ja, quasi ja. so mit On-Stream und all das Zeug und so, dass er nicht flucht und all das Zeug und so. Logisch, er würde sonst gar nicht so in Fernsehen und so Scheiße eingeladen werden. Nein, sonst. überhaupt nicht. Ja. Oder? Er hat so ein Stück edgy mit dabei, aber keine Ahnung. Was hast du gefunden, Lest? Oder warum hast du gefragt? Nein, ist einfach. So siehst du immer Leute, die dann irgendwie sagen, ja, ich stream jetzt nicht mehr dies und das. Und siehst du sie gleich noch wochenweise oder monatweise gleich noch reklamieren, obwohl sie nicht mehr streamen. Was ist das in ihrem Fall? Vom Ninja und so nicht reden. Ja, von wem ich will jetzt gerade noch einen Namen nennen. Oder? ich verstehe nicht ganz, darum meine ich. Ja, das sagt, ich denke, du meinst den Ninja. Ich weiß schon, welchen Namen das er meint, aber eben, du weißt meine Meinung. Das hat nichts damit zu tun, du solltest es einfach lassen. Who the fuck cares? Hm. Nein, wir reden nicht immer von Narudel, obwohl ich es gerne würde, aber dann schaut niemand mehr zu. Naja. Ja gut, Leute, ich glaube, wir haben es. Chat, falls ihr noch etwas habt, jetzt. Ansonsten muss ich sie aber zurück nach China schicken. Sie haben einen langen Weg. Karton nicht nicht mehr hin, wie ihr seht. Hat er alle entsorgt. Jetzt muss er wieder neu Sind bei holen. mir. Das ist bei dir? Ah ja, stimmt, das ist ein anderes Zimmer. Nevermind, Karton sind schon ready. Oh Gott, ey. Mogli, merci nochmal für den Sub, Emily für den Host, Nico für... Wann hat der Nico gesagt? Schon länger. Du hast uns sogar geantwortet. Schon. Gell? Ich achte mich doch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es voll verrenkt. Merci, Nico. Hast total verrenkt. So, Chat, macht's gut. Danke vielmals, dass ihr da sind. Danke Ende. Danke an Les, dass du spontan noch mitjoint hast. Ja, danke für Grillfest. die Einladung. Nein, Grillfest so gut. Ich bin nicht da dabei. Hab's gesehen. November hat noch nicht. Jetzt schreiben ihr alle, chillt mal. Anfangen an. Er hat das gesehen, lass niemand. Nee, doch, da habe ich das gesagt, ja. Es ist eine Rede, es ist nur ich. Egal, ich gehe jetzt voll in das Tiefs. Love you und so, alles gut. Freeze, wir gehen gerade. Ich habe die anderen nur für 1 Stunde bezahlt. Ich muss jetzt fertig machen, sonst bin ich allein. Also, macht's gut, Chat, habt einen schönen. Und Peace. I love you und so und all das Shit und so. Ciao.